Der Fall ist aufgeschlossen, das geklärt. Gut, da fangen wir lo an der Reihenfolge für den angeschriebenen Redner 4 und am nächsten angedrohten als Herr Joubert. Herr Joubert, gut wird. Hey von See. Merci, Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen. No 50 Kommissionssitzungen hat die Enquetekommission ein Rapport angeholt, in dem haut zu Diskussionen. Ich will auch von unserer Seite aus dem Kollegen Alex Podry merci so für die gute Präsidentschaft, die er an der Kommission hat. Ich meine, jeder kann an der Kommission das so oder froh, was er wollt, dass kein angeschränkt geht, als jeder kann man nicht dafür seinen Beitrag so bringen, wie ihr wollt, und das war gut so. Der merci geht an den Kollegen François Bausch, der sicherlich als Rapporteur kein einfach Arbeit hat, für einen Rapport zu kriegen, den an den letzten Tagen wirklich Wort für Wort gestritten ging, als wir soll am Rapport festgehalten gehen, an Mathe-bestreiste Verwaltung, die nicht gar nicht einfach hatte, für das Ganze dann auch nach zusammen zu kriegen. Dafür meine ich, wäre es wichtig, dass die Kommission zusammengekommen ist und dass wir da ein Resultat kriegen. Ein Resultat über ein Sujet, was keine einfache Mission war. Ich meine, wir haben hier an der Enquetekommission, die mit an der Zeit eine gewisse Dynamik entwickelt hat, kein einfaches Sujet gehabt. Wir schwätzen hier nicht allein vom Geheimdienst, wir schwätzen noch von der Person, vom Staatsminister Jean-Claude Juncker. Das ist also auch eine Diskussion, die menschliche Pan nicht so einfach zu feiern, sondern die trotzdem aber die Chamber, egal wo in der Chamber sitzt, an der Majorität und der Opposition, die Chamber muss sich ihre Aufgabe stellen und die Chamber hat sich auch hier eine Aufgabe gestellt. Für eine Generalbemerkung über die Geheimdienste. Auch an den Israel an den letzten Monaten viel an der Kritik stehen. So muss ich aber sagen, dass der Groß von dem Service korrekt verlaufen ist. An der Vergangenheit, an noch heute, und dass von allem die aktuelle Direktion, das war als Impression an der Kommission, ein gut Arbeit möchte. Da habe ich dann von der Kontrollkommission nun auch klar bewiesen, dass auch Lützeburg ein Geheimdienst braucht. Allein am Kader von der Terrorismusbekämpfung gehen international gegenseitig Verpflichtungen. An Lützeburg dürfte auch kein weißer Fleck auf der Welt quer sein, wo nicht alles gemäht wird, für den Terrorismus zu bekämpfen. Dafür so mir als ADR ganz klar, dass wir in Zukunft ein Geheimdienst müssen haben. Und der zweite Punkt, den auch damit schon mal geschnitten gehen, dass wir immer mehr feststellen, dass wir Wirtschaftsspionage zu Lützeburg kriegen. Wenn wir kein eigenes Geheimdienst tun, dann haben wir einen Fleck auf der Karte, wo verschiedene Leute, Akteure, Freizone haben. Und das gibt es Konsequenz für dass den anderen Servicen von anderen Ländern geben sich zu Lützeburg implantieren und dann als Arbeit machen, ohne dass man Kontrolle, ohne dass man einen Abfluss drauf hätte. Da die dürfen klar für die Beibehalten vom Geheimdienst an, auch wenn eine Reihe von Reformen sich abdrängen, die zum Beispiel an der Proposition de loi, die der Kollege Alex Podry damit im Namen von der Kommission deponiert wird, alle gut zurückbehalten sie gehen. Parlamentarische Kontrolle muss unbedingt mit stärker Kontrolle konkret gehen. Darüber hinaus muss noch die Finanzen mehr transparent an die Darstellungspolitik vom Personal mit klar definiert geben. Was die parlamentarische Kontrolle überlangt, meine ich, finde die größten von den meisten von den Propositionen an der Proposition de loi vom Kollege Alex Podry. Da habe ich von der Enquetekommission der Mission von der Chambre klar definiert waren und am Laufe von bald 50 Sitzungen eine eigene Dynamik entwickelt. Sehr hat sich herausgestellt, dass bei weitem nicht alles so am Geheimdienst gelaufen ist, wie in die Stadt hat Kinder wünschen. Löserlös kommen immer mehr Dysfunktionamente und dares liegt, als jeder an der Kommission hat sich gewundert, wie das überhaupt möglich war, weil der Geheimdienst schon unter der Responsabilität vom Staatsminister
an der parlamentarischer Kontrolle steht. Der Rapporteur mit vier Redner haben sich schon intensiv mit den einzelnen Dysfunktionementen befasst, sodass ich mich an den 20 Minuten, die mir zur Verfügung stehen, mehr auf ein paar Einzelaspekte will konzentrieren. Die Responsabilität vom Staatsminister. Die Kommission kommt an ihrem Rapport zur Konklusion, dass der Premierminister seine Responsabilität Politik engagiert ist. Was bedeutet das? Am Kader von der Debatte, die wir für ein paar Wochen hier in der Chambre hatten, über den Finanzminister, den Herrn Frieden, am Zusammenhang mit der Aussage von Herrn Biewer, hat der Staatsminister schon deklariert, hier gibt die politische Responsabilität an der Geheimdienstaffäre überholen. Da das klar das kann auch nicht ehrlich sein, könnte sonst kein Afro, so den Herr Juncker damals am Parlament. Vorstellt sich aber, was ist mit politischer Responsabilität gemeint? Der Kommissionspräsident hat zu einem gewissen Zeitpunkt von der objektiven an der subjektiven Responsabilität geschwärmt. Geht es durch, wenn ihr seht, Schulen die politische Responsabilität, aber davor immer weiter, vielleicht, wenn es geschieht wird, oder verlangt eine politische Responsabilität auch persönlich politische Konsequenzen. Muss der Minister persönlich Konsequenzen ziehen, wenn er seiner Verwaltung Dysfunktionamente stattfindet tun, oder muss er auch selber direkt mit Schuld und den Dysfunktionamenten tun, für das persönlich politische Konsequenzen muss zugeben. Mit der Frage will ich mich mehr beschäftigen. Der frühere Gesundheitsminister Johnny Laheur hat zum Beispiel persönlich politische Konsequenzen gezogen für Dysfunktionamente, die nicht hier begangen hat, mit die an seinem Minister geschieht sind. Am Ausland, zum Beispiel in Deutschland, ist das Normalität, dass der Minister persönlich politische Responsabilität überhält für das, was an seinem Minister geschieht, an demissionieren an der Regel das relativ kurzfristig. Mir was bedeutet das, wenn der Staatsminister in der Chambre, wie das für 3 Wochen der Fall war, sieht, hier wird politisch responsabel, an CSV, aber an den letzten, die ich immer deklariert habe, der Staatsminister hat keine Schuld, sich zukommen gelassen, aber ich doch dafür nicht zu demissionieren. Wir müssen mal gucken, ob die Dysfunktionamente, die am rundherum der Geheimdienst geschieht sind, ob das Dysfunktionamente sind, die exklusiv vom Geheimdienst geschieht sind, ohne das Wissen vom Staatsminister oder mit Wissen oder sogar mit Mitwirken vom Staatsminister geschieht sind. Der Staatsminister hat erklärt, er hat nicht die nötige Zeit gehabt, für sich mit dem Geheimdienst zu beschäftigen. Das ist nicht meine Hauptaktivität. Das macht Sinn, dass er durch eine Aktivität nicht genug Zeit hat, für sich mit dem Geheimdienst so zu beschäftigen, wie das hat müssen sein. War das aber so oder war das nicht so? Es ist so ganz klar, das war nicht so. Der Staatsminister hat sich voll intensiv mit dem Geheimdienst beschäftigt, aber wusste doch genau, was da gelaufen ist. Mir allein so gehen, er hat sich nicht genug über den Geheimdienst bekümmert, wäre allein Ursache genug für politische Konsequenzen. Ein Minister, den zugeht, dass er sich nicht genug mit seiner Verwaltung bekümmert hat, an diesem Fall sogar eine Verwaltung, eine ganz wichtige Verwaltung, nicht genug beschäftigt und kontrolliert hat, den hat versucht. An dem ist allein schon, wenn so eine eigene Deklaration demissionieren. Allein das geht durch. Wir wären dann so, dass der Staatsminister sich nicht genug um das Real bekümmert hat. War das nicht die besten von den schlechtesten Entschuldigungen? Viele Leute reagieren menschlich. Also, Jochen hat aber viel Arbeit und versteht den, dass er sich nicht auch noch kommt, um den Geheimdienst bekümmern. Nur 50 Sitzungen von der Enquetekommission ist aber ganz klar, dass die Realität eng anders ist. Dass der Staatsminister sich ganz intensiv mit Israel beschäftigt hat, dass wir über bald alles Bescheid wussten und zum Teil auch beteiligt war. Er wusste praktisch alles, was da gelaufen ist, sowohl was korrekt wie unkorrekt gelaufen ist. Und der Staatsminister wird für die Kommission auch klar den 13. Januar gesagt, und dafür habe ich immer insistiert darauf, mit wechselndem Erfolg relativ genau über die Operationen informiert zu gehen, die laufen.
Dafür nicht angefordert, dass ich einmal den Bericht kriege über die Operationen, die laufen, aber weiter schon lo die letzten Jahre der Generalsekretär von der Regierung gebeten, das mehr intensiv zu machen. Den hat nur paar Mal an der Woche Kontakt mit dem Dienst. Der Generalsekretär von der Regierung, aus dem Staatsminister seine Vertrauensperson, der hier über alles informiert. Aufgrund von Zeilenaussagen sind wir darüber herausgewogen, dass hier sicherlich über die meisten Dienstfunktionäre am Bild gesagt ist. Der Staatsminister wusste also, was da gelaufen ist. Und dafür kann die Entschuldigung, hier hat sich nicht genug können mit dem Service beschäftigen, nicht ungeholt gehen. Ein weiterer Fehler vom Staatsminister ist, weil der Bericht von der Enquetekommission bewiesen hat, dass ich gerade gesagt habe, der Staatsminister praktisch über alles Bescheid wusste. Hier wird aber weder parlamentarische Kontrollkommission darüber informiert, nach der Enquetekommission. Dass die Enquetekommission herausgefunden hat, als aus der Presse und durch eine Zeile geworden, nicht aber vom Staatsminister, ob schon die Bahn alles wusste. Auch hier muss ich dem Staatsminister einen Fehler vorwerfen, weil er hat müssten sowohl die Kontrollkommission wie die Enquetekommission über all die Dysfunktionamente, die ihm bekannt waren, informieren. Wir nicht nur, dass 2 Kommissionen sind nicht informiert gehen, aber auch der Parquet, als nicht über strafrechtliche Dysfunktionamente informiert gehen, wie das die gesetzliche Pflicht gewirkt wird, dass alles ab die bekannten CSV-Manier gemäht gehen, das für sich gehen, es ändert den Teppich zu kehren. So zum Beispiel der Fall vom früheren Direktor Marco Mill. Den hat ihr bekanntliche Gespräch zwischen dem Staatsminister und ihm und einer Auer enregistriert. Diesem Gespräch ist übrigens in einem Gespräch vorausgegangen. Aber wenn das Gespräch nicht so Verlauf geendigt hat, wie es Verlauf geendigt tut, wird das nächste Gespräch auch nicht mit einer Auer zustande kommen. Das Gespräch ist übrigens der Ausgangspunkt von der ganzen Affäre. Mir wie der Staatsminister von der Abnahme gewogen ist, heute nicht das gemäht, was am Anfang normal gewesen wäre, aber wozu hier auch verpflichtet gewesen wäre, nämlich erstens der Parquet darüber zu informieren, dass den hat Kind strafrechtlich enquetieren lassen. Zweitens die Parlamentarische Kontrollkommission hat müssen direkt informieren. Und drittens wäre es normal gewesen, dass ein Disziplinarverfahren gegen den Herrn Mill an fair gelegt wird. Von all dem ist aber nichts geschieht. Au contraire, den Herr Juncker hat den Herr Mill Premier Conseil de Gouverneur gemacht, an ihm Congé sans solde akkordiert. Wir können am Ausland bei einer größeren Gesellschaft eine neue Beschäftigung zu kriegen. Dadurch, dass Herr Juncker das Information so lange für sich gehalten hat, an der Parquet recht Lohn am Fall befasst ist, hat der Parquet müsste feststellen, dass die Frist für können zu poursuiveren von 3 Jahren aufgelaufen ist, und Leute haben nicht mehr kann vom Parquet poursuiviert gehen, und die Affäre klassiert hat müssen gehen. Auch ein Disziplinarverfahren als Funktionär als nicht mehr möglich. Denn Herr Mill hat also dank dem Herrn Juncker die Möglichkeit, zu allem Moment an den Staatsdienst als Premier Conseil de Gouvernement zurückzukommen. Der Fall Schneider. Den Herr Schneider spielt neben den Herrn Mill eine Hauptrolle an all den festgestellten Dysfunktionamenten. 2008 als praktisch kann ich so ein Amtsrell dem Herrn Schneider seine neue Gesellschaft Samsten gegründet geben. Sie kriegt den Kredit von der SNC von 1 Million und GmbH einen sogenannten dubios Gesellschaft für den Zeilen ausgesucht tun, als Matran als Aktionär geklommen. GmbH, wo bekanntlich auch bekannten CSV-Notabilitäten an der einen oder an der anderen Funktion sind. Das Gesellschaft soll 4. Teil an der Staat schaffen, was aber durch die Entwicklung von 2001 nicht mehr kommt geschehen. Der Fall Reuter. Früherer Präsident von der Cour des Comptes, von der Chambre von seinem Amt suspendiert, ging mir von Herrn Schneider gewohnt, dass hier von Israel ein Wohnungskredit zur Verfügung gestaltet wird. Offizielle Grund, denn Herr Reuter hat enorm finanzielle Probleme. Für ihre sozial zu stabilisieren, wir hatten das Wohnung zur Verfügung gestaltet. Wir waren nicht wirklich die finanziellen Probleme von Herrn Reuter, die Israel dazu bewegt tun, dem Herrn Reuter eine Wohnung zur Verfügung zu stellen. Es gibt sicherlich viel Leute am Land,
die so eng Hëlle brächten, die auch finanziell durch schlecht sind an eng Wohnung brächten, die kriegen wahrscheinlich nicht auch vom Srell eng Wohnung zur Verfügung gestellt. Es sind überzeugt, dass Grenzen auf einem anderen Niveau liegen. So zum Beispiel hat in Zeiten den Herr Schneider den 12. April ausgesucht, über den Herr Reuter am Zusammenhang mit der Wohnung, der Mann hat Argumente für geholfen zu kriegen. Und das geht weit an dem Bommeleer Dossier, an den Schmengen, das als ein an den Halten abschwätzen. Nicht so gut sagen, für Hai an den Halten Rem abschwätzen. Einer Zeit so, der Herr Reuter hat ihnen Informationen gegeben, ein Köst voller Dokumente, wo ich nicht will auf den Inhalt Taibanen drauf angehen und so weiter. Das auch vieles mehr an die Richtung scheint mir Tatursache sind, für was den Hai zu Lützeburg vom Israel eine Wohnung zur Verfügung gestaltet wird. Weil Israel aber gefragt wird, wenn das alles rauskommt, gibt da das große Problem. Und dafür als noch eine andere Lesung Gesicht geben. Zu dem Zeitpunkt sieht der Staatsminister, wie hier nicht gewollt gehen, und gesagt, dass das nicht gestoppt gibt. Der Direktor Mill kontaktiert dann den Herrn Schneider, den zu dem Zeitpunkt schon nicht mehr beim Geheimdienst war, er zu dem, hey, kannst du mir einen Gefallen machen, kannst du für Distanz zu kriegen vom Service de Renseignement, kannst du das Appartement von Herrn Reuter überholen. Ich mache das mit dir an 3, aber ich meine, dass das dort nicht gut ist, für das nach mehr lang weiterzumachen. Der Loyer hast du von Herrn Schneider seiner Firma Samsten bezahlt. Die Garantie bancaire lebt übrigens heute noch immer auf der Staat. Kriegen aber auch von Zeige gesagt, dass das nicht mehr gemäht wird, für wann es ein Keier rausgibt kommen, dass da nicht das Schall an Schusslin gibt geraten. Denn Herr Schneider seine Gesellschaft Sandstone sollte am Gegenzug Obträge vom Schall kriegen, für über TV-Leuen zu kompensieren. Das war ein Akkord Mill-Schneider. Du kommt dauernd Affäre an den Herrn Mill als Gangen, an den neuen Direktor wohl zu Recht nicht mehr mit dem Handel zu dienen. Von Anfang 2009 bis heute wohnt der Reuter noch immer an der Wohnung, an den Herr Schneider sagt als, ihn hat schon darum gedauert, dem Staatsminister eine Rechnung zu stecken, weil der Staatsminister hat Bescheid gewusst. Den anderen Fall vom Herr Juncker, die hat damit eine Aussage mit der Zwei gut recht, und ich zitiere eine Aussage vom Herrn Mande. Ich habe sie nicht bewährt. Schon er nicht bewährt, und die Hai nicht bewährt. Aber ich meine, wenn den einen Aussage kann auch den anderen nicht machen. Der Fall von Herrn Mande. Den Herr Mande als der Polizist, den hier lange Jahre dem Staatsminister sein Chauffeur war, an den der Staatsminister gähnte Wille vom Geheimdienst, aber an diesen, wie soll es so, transferiert wird. Es war nie so richtig klar, was der Herr Mande am Geheimdienst machen. Der Herr Mande sollte nach dem März für eine Enquetekommission, der Herr Juncker hat darauf insistiert, für das Israel hier soll tun. Die wollten aber nicht so richtig. Den Premier soll tun zum Herrn Mill, dann holen aber das nehmen. Voilà. Dazu könnte, und das ist der Mande weiter, voilà, dazu könnte er lehen, wie der Welt. Ich meine, die einen so einen guten oktroyiert, und die anderen so einen guten untergejubelt. Soweit Zitat vom Herrn Mande selber. Hier war der Informant vom Herrn Juncker am Spitzeldienst, wird hier gesagt, so wie hier auch am Spitzeldienst genannt wird. Wenn das gestimmt wird, da war dann noch eine zusätzliche Informationsquelle, die der Staatsminister über das Laufen und Geschehnisse am Geheimdienst hat. Zu einem gewissen Zeitpunkt werden Herr Mande am Geheimdienst, wie hier selber sagt, jo, mir ich war dünn verbrannt. Und dünn müsste eine neue Beschäftigung für mich Gesicht geben. Auf weiter sieht Herr Mande, und du hast nicht gefragt für ein Detachement auf Bresel, ob du nicht möglich wäre. Weil meine Lebensabschnittspartnerin, die lebt zu Bresel, mit einem Kant, was wir zusammen tun, und so durch, es wäre besser, hörst du nicht zu Bresel. Und dann hast der Mande auf Bresel detachiert gehen, einfach so, ohne Erbicht und ohne Büro. Der Mande so zu dort so, aber es sind nicht Rosen, ich habe kein Büro, und das steuert mich nicht, da gehst du doch nicht vermisst. Wo bist du, wo hast du, als du schon fort könnte, nach nicht an so viel.
Wir haben den 12. April den Herr Schneider gefragt, ob hier wissen, was Herr Mandé zu Brüssel machen, und den hat gesagt, ich meine nämlich nicht. Soweit ich weiß, bist du gut nicht. Ich meine nicht mal kein Büro. Hier ist 4 Tage an der Woche als Hai, und da geht die 2 Tage auf Brüssel, und da passen auf sein Kant, ob hier möchte, soweit ich weiß, hat hier zwar ein Posten, mir nicht keine Aktivität. Den Herr Juncker, da sitzt er ein eigenen Spion an der Geheimdienst, aber wenn er dann da verbrannt ist, da geht er auf Brüssel ohne Arbeit und ohne Büro mit vollem Gehalt exiliert. Just das Beispiel dafür zu beweisen, wie der Herr Juncker Probleme löst. Für all diese Funktionamente kein strafrechtliche Poursuiten, kein Disziplinarverfahren, keine Information und parlamentarische Kontrollkommission, keine Information und Enquetenkommission. Neben dem Herr Juncker sein Antwort, als ob all diese Funktionamente als eng Anne. Den eget Premier Conseil de Gouvernement, ja, den anderen kriegt praktisch am Schral eine neue Gesellschaft gebaut, den anderen geht an den Ökonomieminister geholt, an den anderen kriegt vom Staat eine Wohnung zur Verfügung gestellt, an den anderen geht der Brüssel bei Freundinnen geschenkt. So geht dies Funktionamente vom Staatsminister Hai zu Lützeburg geregelt. Und der Staatsminister hat damit gesagt, wir müssen aufpassen, wenn man den Minister responsabel macht für all diese Funktionamente, die an einem Minister geschehen, da gibt es Minister schönen Zeiten entgegengehen. Ich meine nicht all diese Funktionamente, aber die Funktionamente, die hier am Schral geschieht sind, das sind keine Bagatellen, das sind schwere Dysfunktionamente. Und was logisch ist, dass der Minister keine Maßnahmen gegen einen Funktionär geholt, das ist mehr schlimm, wie das ändert, was der Herr Staatsminister für drinnen angekündigt hat. Und dafür stimmt der Mission selbstverständlich zu. Merci dem Herr Giberian.